Bewegst dich mit dem Team. Wichtig, während wir das heute machen, halte ich von den Regeln, die am Moment wegen dem Coronavirus gelten. Das heißt, geh nicht nach den Kollegen sichern oder den Freundinnen sichern. Aber wenn du das heute willst, mit Leuten zusammen machen, dann mach es mit Leuten zusammen, mit denen du sowieso zusammen wohnst. Wenn du das Ganze so wie ich draußen muss, weil gerade schön Wetter ist und willst ein bisschen profitieren, dann halt, wenn ich 2 Meter Aufstand von Leuten, mit denen du nicht zusammen wohnst, und wäsch da noch ordentlich den Hand, wenn du darum rankommst. Weil das Thema vom Video heute ist Gleichgewicht, und ich werde da ein paar ganz einfache Übungen weisen, wie du an den nächsten Tag dein Gleichgewicht kannst ein bisschen trainieren. Die erste ist relativ einfach. Da geht es einfach darum, für dort zu stehen und für den Fuß ein bisschen umzuheben. Ja, das heißt nicht die Knie umzuwinkeln, aber sonst den Fuß ein bisschen umzuheben. Ja, ich weiß nicht, das Ganze sein kann. Ja? Voilà, mehr ist es nicht. Wenn du das Ganze musst, man da doch immer mit den 2 Beinen, ich werde die ganze Übung mit einem Bein weisen, aber es geht schon darum, für zu wechseln. Bei der heutigen Übung geht es darum, das Ganze 30 Sekunden lang zu halten und das Ganze mit 3 Wiederholungen zu machen. Wenn das so einfach ist und du siehst, das kann aber ein bisschen mehr Herausforderungen sein, ja, das ist mal wirklich so easy, dann mach einfach mal den Arm dabei zu und dann probierst du das Ganze mal mit den Arm zu. Ja? Voilà. Dann die nächste Übung ist quasi dasselbe, siehst, dass du da den Fuß noch innen weist. Also nicht den Fuß mit den Zehenspitzen noch innen weisen. Ja? An den Fisch noch oben weist. Ja? Okay, da war gerade ein bisschen schief gegangen mit meiner Kamera. Das ist aber nicht schlimm. Ja, ich weiß nicht, das ist ganz schlimm. Voilà, auch heute geht es darum, für das Ganze 30 Sekunden lang zu halten, auch auf den 2 Beinen und das Ganze auch 3-mal zu wiederholen. Du hast gemerkt, wie ich auf meine Arme gewiesen habe und denke so gemacht habe, und ich auch ein bisschen angefangen mit wackeln. Du merkst also, mit so einem Arm ist das Ganze ein bisschen mehr anstrengend. Ja? Oder nicht mehr anstrengend, aber ein bisschen mehr herausfordernd. Ja? Voilà. Die nächste Übung also so ähnlich, die kennt das im Yoga, du geht einfach darum, für den Fuß mit dem Winkel nach außen, mit dem Knie nach außen wieder das Bein zu stellen. Ja, es geht nicht darum, für fester wieder zu pressen, aber es geht einfach nur darum, für dass er da wieder steht. Ja. Auch hier, wenn das Ganze da zu einfach ist, dann kannst du das Ganze auch ein mit so einem Arm probieren. Voilà, auch hier sollen wir das mit den 2 Seiten probieren. Das heißt, für dich einmal rechts und dann einmal links. Ja, und auch hier geht es darum, für das ganze 30 Sekunden zu halten. Und auch hier darfst du gerne 2 bis 3 Wiederholungen machen. Voilà. Dann nach ein mit Bein. Und zwar geht es darum, für die Beine so weit wie möglich noch 4 zu strecken, dann nicht seitlich zu strecken, dann nicht noch Hand zu strecken und dann nicht Hand an Bein zu strecken. Auch hier geht es darum, für das ganz 30 Sekunden zu halten.
an dat ganz auch 3-mal zu wiederholen. Ich weiß nicht, das Ganze, ich meine, ein bisschen mehr sehr. Es geht hier los, für zu weisen, du kannst das hier noch so machen, wie es soll sein. Ja? Voilà. Und dann hast du dich bestimmt schon gefragt, wie werde ich den ganzen Toilettenpapier hier aufgebaut haben. Das soll auch eine Übung sein. Und zwar geht es darum, für zu hopsen, und mit einer Hand den Toilettenpapier abzuraffen, also ein bisschen raufzugehen, Toilettenpapier abraffen, weiter hopsen bis bei den nächsten, das Ganze bis bei den letzten stehen lassen, zurückhopsen, das Ganze aufstellen und dann ein Bein wechseln. Ja? Weil auch hier, wenn du da los siehst, der unten ist mal aber ein bisschen zu einfach, kannst du das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr schwer machen, indem du noch ein paar Rollen Toilettenpapier mehr drin stellst oder sie versagt stellst, das heißt, du ein bisschen durch die stellst, das Sonne muss ein bisschen hin und her hopsen. Ja, auch hier geht es darum, für das Ganze auf den 2 Beinen zu machen. Voilà, da geht es noch ein lustig mit Toilettenpapier. Da geht es darum, für den Toilettenpapier auf den Kopf zu setzen, an den Stand zu probieren, an den Schneidersitz zu sitzen, natürlich ohne dass ein Toilettenpapier einem vom Kopf hat. Voilà, und dann noch ein Last, auch im Toilettenpapier, da geht einfach darum, Bein zu heben, umzuwinkeln, Toilettenrollo drauf zu stellen und natürlich sollen nicht drauf haben. Weil auch hier, wenn das ganz zu einfach ist, dann probiere einfach so wie ich spontan und setze einfach ein paar Rollo mehr drauf. Voilà. Das waren mit den Übungen noch ein paar kleine Tipps, die da können helfen. Ja, das ist wichtig, wie du stehst. Das ist wichtig, dass du komplett richtig stehst. Ja, und dass du auch, wenn du stehst, hier riecht was. Ja, nicht wo du raushängst, aber das soll alles riecht sein. Und das zweite, dass die Schülerinnen sollen entspannt sein. Ja, die sollen nicht irgendwo du hängen oder so, die sollen einfach entspannt sein. Und den dritten Trigger ist, der Blick soll neutral sein und er soll immer richtig ausgehen. Ja? Das heißt nicht einfach raufgucken oder so. Das hilft schon ganz viel, dann hält das Gleichgewicht schon viel besser. Voilà. Merci, dass du mitgemacht hast.